Diesen Podcast wordt vergesteld van Lebenswasser Church in de Guatemala, Chihuahua, Mexico, James. Voor meer informatie bitte vindt ons in internet bij levenswasser.org. Zoals Johnny al zei, we fangen met een nieuwe boodschappen aan. Wanneer den Logo zijn, ons kijken Ziel oder ons Vision ist, Gott leven Menschen dein. En een van die Sieden ist Wassen. En zo wanneer je daar in de Verleif Luther, daar aan de wand de Vision zijn, dat is een van die Sieden, dat is Wassen. En zo in de nächste 10 Botschaften, waar we reden van Wassen. En we willen wassen in ons enig leven, wassen als Kerk, en wassen in ons geloven, verschiedene dingen kunnen we opnemen. Wassen is zeer wichtig voor ons. Wanneer je een baby hebt, dan is het wichtig dat het wast. Mir is het immer interessant dat mamas die weten nog hoe zwaar ihre baby's werden. En ja, ons Petertje weer 25 kilo en 7 ons. Zo wat, dat staat zo. Vielleicht hast du dort ein Bett drauf, ich weiß nicht, aber das ist interessant, wenn ein Baby geboren wird, dann wird vorher geredet von, okay, wo schwer wird das, und dann einen Monat wieder, dann eine Woche wieder, was immer, dann nehmen sie das noch einen Doktor, dann wählen sie, dann das haben die all 10 Kilo abgenommen. Und so, mir ist das immer interessant, dass wir klein, dann da wir alles, was wir kennen, um unsere Babys fahrt merken. En dan wanneer ze groot zijn, dan alles wat we kennen, om die dan merken. En, maar dat is part van wassen. Dat geeft me met de lutsch krijg zo. Met je wilt aanwenden, met je wilt afwenden. En zo, dat is interessant, wat we voor mensen zijn. Maar weet je, wassen is voor God ook wichtig. En God zegt ons in zijn woord, zum Beispiel in Epheser 4, vers 15, dat laatste eind van den vers, da zegt hij, we moeten in alles abwassen in Christus ähnlich worden. Die ons Haupt ist. Und das ist zu der Kirche geschrieben, und das ist uns Ziel als Lebenswasser der Kirche, dass wir wollen abwassen in alle Dinge in Christus ähnlich werden. Petrus, ich habe den Vers nicht, aber Petrus sagt auf einer Stelle, dass wir haben Gott seine Natur gekriegt, oder wir haben seine Nature, sagt auf Englisch, seine Natur. Und so dann meint so viel, wir denken es heu, wir reden es heu, wir kicken nur Menschen es heu, und so weiter. Und so das sind Dinge, die wir wollen lernen als Kirche. Aber weißt du, für deine Geburt ist, für wir können reden von uns 25 Kilo Petertje, dann muss eine Geburt sein. Und so wir wollen in dieser Reihe von Botschaften anfangen mit der Geburt. Und weißt du, Lied, ich kann nicht jässlich wissen, wann du nicht geboren bist. Wenn die Bibel merkt, es sehr klar, dass wir sind jässlich tot ohne Christus. Und so wie wollen von der und Klimpet checken nur die neue Geburt. Wer in fair wie wissen kann, muss eine Geburt sein. Aber wenn du erst eine Geburt gewasst hast, dann ist es wichtig, dass du wissen ist. Ich habe Ihnen all das Beispiel gegeben, aber ich will Ihnen das noch einmal sagen, dass ich habe so zu holen, dass ich verstehe die Bibel so, dass wir sind 3 in 1. Wir sind ein Körper, das ist das Part, was Design, wenn ihr Spiel checken und so weiter, das ist das Part, was Design. Das ist, wo wir uns unterkennen in uns Körper. Und dann haben wir eine Säule. Und das ist uns Denken, uns Wollen und unsere Gefühle. Das sind die Hauptdinge. Was in uns Denken, uns Wollen, unsere Gefühle, das ist unsere Säule. Aber dann haben wir noch ein Geist. Und ich verstehe die Bibel so, dass das jässliche Part von uns, was mit Gott topgeknackt ist. Und dort ist das Part, aus Adam und Eva sich versinnen, dass aus Gott entmürk, dann mürk er bloß Leben nennen, und dann lebten sie in ihr Körper, in ihrer Säule, in ihr Geist. Und ich würde es dit legen, zu sagen, dass Gott sein Geist, der Heilige Geist, der lebt in Adam und Eva. Und so wir mit Gott in Verbindschaft. Und ich stelle mir immer so vor, dass Gott hat viel mit ihnen zu tun und er spaziert mit ihnen. Das sagt, dass Gott ging im Garten, als er Child geworden wäre. Und ich glaube, dass wir nicht bloß den Tag, was sie sich versündigt hatten, dass wir Gott seine Ungewohnheit, können wir sagen, das ist, was Gott tut. Und so haben wir mit Adam und Eva taub.
Und dann bei einmal ein Tag, dann haben sie von der Frucht gegessen, was Gott sagt, was sie nicht sollen. Und Gott sagt ihnen sehr klar, dass die waren den Tag gestorben. Aber sie deuten gleich. Sie lebten wieder, wenigstens in der Körper. Aber ich glaube, den Tag trug der Heilige Geist uit en eruit. Und Adam und Eva hatten nu bloß noch ihr Fleisch und die Kraft, was sie im Fleisch hatten, sie wieder in ihre Säule, dat Jesel geport wie dood. Und weet je, ich verstehe die Bibel so, dass uns jetzt lebt modern, wenn Gott in uns sozusagen angeplagt ist. Wenn Gott in uns lebt, durch sein Heiliger Geist. Und so die verleiht Adam und Eva, nu hatten sie Angst, nu verstörten sie sich. Und wenn wir die Bibel lesen, dann brauchen wir bloß das erste 6 Kapitel lesen von 1. Mose, dann weit wir all, dann sagt Gott all in Kapitel 6, dass die Menschen denken, tun, als bloß einmal Beis der Tit über. Wenn das alles, was sie hatten. Und weißt ihr, Lied, wir können nicht gottgefällig leben, ohne Gott seine Kraft. Dort hat ich all fertig gesagt, und ich wünsche, können ihn dort wirklich in Horten anleihen, dass wenn wir versegnen unsere eine Kraft, dass es immer ein Mensch soll gewachen. Wir wollen da Luther ein bisschen davon reden. Und so, Gott sein Geist, der verleiht Adam und Eva. Sie werden geistlich tot. Und nu sagt Paulus zu den Epheser, die werden geistlich tot in ihren Sinn. Das sind andere Versen, die uns andienen, dass wir werden geistlich tot ohne Christus. Und ich will dir von dir sagen, wenn du nicht wahre geboren bist, wenn du nicht von Geist Gottes hast Leben gekriegt, dann hält sich das krackelig, was für eine feine Person du bist und wo Schmack die dort von Büten sind und wo Schmack der Hof geschnitten sind, oder aus dem Bord Schmack sitzt, oder dem Kleid, oder was immer das ist. Aber du bist geistlich tot. Geistlich Leben. Die von jenen, die in der Bibel schuld sind, ich will ihnen das so sehr anprägen, die werden niemals vergeten. Aber geistlich Leben liegt Kampf von Gott. Du hast das nicht in dir selbst. Du kannst dich nicht selbst geboren merken. Wer von ihnen hat was mit zu tun, dass sie geboren sind? Und so geistlich Leben kämpft von Gott. Und so wie wir noch Johannes 3 checken, die sehr bekannte Geschichte von Nikodemus, wenn ihr in der Bibel haben, kann du Hand drehen. Hier ist ein Mann, der kämpft mit Jesus. Und wir wollen ein bisschen noch das Mann checken. Das Mann, das ist der beste Mann nicht, was es gibt. Und so das Mann wie ein Pharisäer, sagt es. Na, weet je, die Pharisäer, dort wären, wie sagen wir, okay, dort wären die gradste Heuchler und so weiter, und die Westen moten wir nicht auch. Aber der Pharisäer von Büten, leitet die charakterreich. Die beten, die fasten, die haben die rechte Kleidung an, die gehören zu der rechten Kirche, die gehören zu der rechten Volk und zu der rechten Familie. Hörst mal, was Paulus sagt von sich selbst, und das habe ich bei Nikodemus auch anwenden. Er sagt, ich war am 8. Tag beschnitten, ich stamm von dem Volk Israel, dem Stamm Benjamin. Ich sehe ein Hebräer von den Hebräer, nun Gesetz gehört zu den strengen Pharisäer, und nur die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit wie ich fehlerlos. So wie Nikodemus. Hij weer een zeer fijner Ständer in der Kolonie. Hij weer der Lehrer, sagt Jesus. Hij sagt, Luther, du bist der Lehrer. Hij sagt nicht, du bist ein von der Lehrer. Hij sagt, du bist the teacher. Du bist der Lehrer von Israel, sagt Jesus. Und so Nikodemus, hij hat das Paket aller taub. Hij hat sich eine Hecke gearbeitet zu sein. Hij weer eine Spatz von moralischem Leben. Aber irgendwas wird in Nikodemus. Die Bibel sagt uns nicht, wohin Jesus kam, aber ich glaube, da wir innerlich in Arm, da wir eine Ladigkeit, da wir einen Hunger, da wir nur irgendwas, sagt er in Jesus, er feilt dort in sich, dass das wird nicht reich. Und weißt ihr, wenn da irgendwas ist in uns Volk, und ich weiß, wir sind nicht alle von mennonitischen Hintergrund, aber in uns Volk, da haben wir ein bisschen uns das Dinge gehört, dass wir uns das. Wir haben in schmackert Kolonie leben, wir sind ungeseine Lied in der Umgebung, wir haben reich uns ungetrocken und sittet von Büten sehr Schmack, innerlich ladig. Jesus sagt zu den Pharisäern, von Büten sei Jesus wittgewaschene Gräber. Jün sittet krackreich. I mean, je tun das alles so Schmack und je geben Geld und je beten, je fasten, je tun all diese Dinge. Innerlich sei je voll doodgeknirkes. Und Nikodemus feilt es, stahlt mir so fair. Und so ich kämpfe nach Jesus. Na, wenn wir ein bisschen trägen in Kapitel 2 nennt, sein Wort bleibt Nikodemus. Wenn Nikodemus kämpft nach Jesus, aber klein beträgen in Kapitel 2, Vers 23.
Na, Jesus hat hier in Jerusalem den Tempel reingemacht. Er hat da geschafft, verschiedene Dinge, sagt Johannes uns. Und dann kommen wir bei Vers 23. Dort sagt, dass Jesus dann in Jerusalem am Passafest war, und die Menschen, die Wunderteken sagen, die er dort, glaubten viele an sie nun. Na, weet je, das ist interessant. Hier sind die Juden in Jerusalem. Jesus hat wunderhaft den Tempel reingemacht. Und dann sagt er, dass sie glaubten an sie nun. Weet je wat, Lied? Das wir nicht in radender Glauben. En de vrouw wat we ons moeten vragen van jou is ook, wat geloof ik really? Hörst mal, was es wieder sagt. Aber Jesus vertraut sich an nicht an, weil es er kann an alle. Er hat es nicht nötig, dass er ein Zeichnis von einem Mensch gibt. Er weiß gut, was Ben an am wir, oder Ben ein Mensch wir. Und so hier haben wir ein sehr interessantes Ding. Hier sind die Juden. Und wenn wir uns das Bild ein bisschen aufschauen, so wie ein Gott sein Volk, mit Reich, Gott sein Volk. So wie Nikodemus. Er wir nicht bloß von Gott sein Volk, er wir der Lehrer von Gott sein Volk. Aber wenn ihr das beschrift Nikodemus sein Glauben, das beschrift die Juden ihr Glauben. Sie glaubten an Jesus. Und die Frau ist, was glaubten sie? Wenn Jesus vertraut sich nicht an, Jesus wisst dort, dass wir ein Kopf glauben, nicht ein Hort glauben. Und weißt du, du hast eine Welt von Unterschied zwischen einem Kopfglauben und einem Hartglauben. Je kennen alle die sehr bekannte Geschichte, habe ich euch vertalt hier in anderen Kirchen, von dem Mann, der bei Niagara Falls mit dem Chebel überfährt mit dem Messkor. Und er fährt da über und dann fragt er die Menschen, okay, leib je, dass ich hier einen Mensch überführen? Oh ja, die schrien alle und sagen, ja, die wirst kennen einen Mensch überführen. Dann sagt er, okay, wer will dann krüpen? Und da will nicht einer rein. Weißt du, die hat einen Kopf glauben, dass er das wird kennen, aber nicht ein Hort glauben, wenn ein Hort glauben, das vertrauen. Ein Hort glauben, dann sage ich mir in der Messe und ich gebe mein Leben, ich gebe mein Leben ganz Hand für dort. Und so, wenn wir an Jesus glauben und einen Kopf glauben, dann sagen wir es diese Juden. Sie glauben beste Dinge von Jesus. Na, wenn wir mal sagen, was sie glauben, Nikodemus sagt uns, was sie glauben. In Vers 2, Kapitel 3, Vers 2. Dort sagt, ich kam danach nach Jesus, als Nikodemus, und sagt, Lehrer, wie weit dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, willst du Tekens, wo du da ist, kann keiner tun, wenn Gott nicht mit ihm ist. Sogar das hat sich nicht schlecht, oder? So was glauben sie? Erstens, Jesus wie ein Lehrer. Sie glauben, dass Jesus kam von Gott. Wenn sie sahen die Wundertekens und sie sahen, was Jesus tut, und so sie wussten dort, dass hier wir was Besonderes. Und dann sagt Jesus zu Nikodemus, ein sehr interessantes Ding. Jesus sagt, okay, Dankeschön, ich freue mich, dass ihr das mal angesehen habt und so weiter. Jesus sagt zu ihm, ich sage dir die Wahrheit, wer nicht noch einmal geboren ist, kann Gott sein Reich nicht sein. Wer nicht noch einmal geboren ist, kann Gott sein Reich nicht sein. Was lässt du von Jesus? Ich bin mir ziemlich sicher, rein alle von uns hier bin, wir glauben an Jesus. Wir glauben, dass er existiert. Wir glauben vielleicht sogar, dass er wie ein guter Lehrer. Wir glauben, dass er lebt in dieser Welt. Vielleicht glauben wir sogar, er ist gestorben. Vielleicht glauben wir sogar, er wird begraben und er stand wieder ab von dort. Aber wir haben noch rein niemals ans Leben in den Messkorn angesagt. Alles, was wir glauben, ist das üterliche Glauben von Jesus. Das ist die Juden. Sie glauben, er wie ein Lehrer, er kommt von Gott. All diese Dinge, das hat sich geschehen. Und Jesus dreht dort an und sagt zu Nikodemus, weißt du was, dein Glauben, das ist bloß ein Kopfglauben. Wenn du nicht wahre geboren bist, Nikodemus, dann wirst du Gott sein Reich niemals sein. Und weißt du, Lied, das ist eine sehr hochwege Botschaft für uns, weil wir sind auch sehr Fan abgewaschen. Rein alle von uns sind abgewaschen mit dem Glauben an Gott. Von klein an haben sie uns gelehrt. Von klein an haben wir die Bibel gelehrt. Von klein an sind wir in der Sonderschule gewesen. Aber wir haben von klein an in der Schule unsere Bibel gelesen. Und wir können von der sagen, dass wir glauben an Gott, wir glauben, er hat diese Welt gemerkt, wir glauben sogar, Jesus ist gekommen, er ist gestorben, er ist abgestorben und so wieder. Und wir sind nicht wahr geboren. Und welches Lied haben wir uns jemals in Jesus seine Messkor gesagt? Hast du dein Leben am anvertraut?
Dat is gelijk in ons kop dingen geloven. Dat is gelijk in ons kop zijn, oh ja, ik geloof de Bibel, ik geloof dat alle. Aber haben wir uns am anvertraut. En zo ik zie vielleicht een zeer angenehmer, een zeer beroemder Lehrer in de omgeving, oder sogar in de kerk. Ik leer anderen, ik zie ook een leraar, ik leer anderen, ze zullen leven voor de Herrn, een respectvolle levensleven enzovoort. Ik lees mijn Bibel. Vielleicht habe ich lange, enge, uitwendig geleerd. Das, was Nikodemus hat, er kann sehr wahrscheinlich das ganze Beker von Moses uitwendig, dass wir im Port von den Pharisäern sind. Und so hat viel von das uitwendig geleerd. Aber Jesus sagt ihm, du bist nicht wahr geboren. Ein Schreiber sagt, dass Erlösung kriegt nicht da, was Dollar versehen. Erlösung kriegt nicht da, was Dinge aufsehen in ihr Leben. Du musst von Nien geboren worden. Nou weet je, dingen offline is goed. Wanneer we ongewoonheden hebben, oder we doen dingen wat uitzend zijn van scherpen, zoals drinken, oder schmecken, oder drugs, oder een zo'n dingen. Dat zijn zeer, zeer goede dingen die te zien zijn. Maar ik hier eenmaal mensen zeggen dat ik wil mijn leven ändern. Ik wil me dit afvallen, ik wil me dat afvallen, en dan wil ik mal naar de Bibelschool gaan, en dan wil ik mal me taufen laten, en ik wil mal bij de kerk gaan en zo weer. Jezus zegt het halt schrecklich, wat van schmacker Pharisäer du bist. Wir motten, sagt Jesus, von Nien geboren worden. Tim, dat wir kann Gott sein Rück sein, Tim, dat wir kann bei dem Herrn sein. Und so die neue Geburt ist nicht bloß eine gute Idee, das ist einfach ein Muss für jeder Mensch auf dieser Welt. Wenn wir nicht von Nien geboren sind, durch die Kraft vom Heiligen Geist, dann sind wir nicht in Gott sein Rück. Nikodemus sagt zu Jesus, Vers 4, Nikodemus sagt ihm, wo kann ein Mensch noch einmal geboren werden, wenn er alt ist? Kann er noch einmal im Mutterlief nehmen und war geboren worden? Vielleicht fragen wir uns uns dort, okay, wo schafft das? Ich sehe all groß. Wo kann ich noch einmal geboren werden? Jesus sagt in Vers 5 wieder. Jesus sagt, ich sage dir die Wahrheit. Wer nicht durch Wutter und Geist geboren wird, kann nicht in das Gottesreich hineinkommen. Was von Fleisch geboren wird, ist Fleisch. Und was vom Geist geboren wird, ist Geist. Lass dich dort nicht wundern, dass ich dir sage, jemanden von Nien geboren worden. Der Wind bloß da, wo der will, und du kannst am hören. Aber du kannst nicht sagen, wo der herkommt, und weißt auch nicht, wo der Hand bleibt. Oder wo der bleibt. So ist das mit einem Giedern, der vom Geist geboren ist. Nikodemus, der denkt an eine körperliche Geburt. Und weißt du, Lied, wenn wir versehen, Jesus sagt, was von Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und wenn wir versehen, in unserer Kraft uns wahre geboren merken, in unserer Kraft Gott wohlgefällig sein, dort sind fleischliche Dinge. Und dort bleibt immer Fleisch. Und das wird mit Nikodemus auch wieder. Dort wir nicht, dass er nicht versagt hat. Dort wir nicht, dass er nicht so feine Dinge deut. Und dort wir nicht, dass er nicht die Bibel gut kennt. Aber er wird nicht wahre geboren. Und so Jesus sagt zu ihm, du musst von Nien geboren werden, was Fleisch ist, das Fleisch, was Jes ist, das Jes. Na, ich weiß, Menschen, die leihen das verschieden uit. Ich glaube, Jesus redet hier von einer natürlichen Geburt, wenn das von was sie vertalen. Die Wuttergeburt. Wuttergeburt ist eine natürliche Geburt. Wenn das Wutter brach in der Früh, dann sei, wenn es das 13 geboren. Ein Kind was in Liquid abgekommen sein, oder ein Wutter in der Mama. Und wenn der geboren wird, dann brach das Wutter. Und wenn Nikodemus sagt, wo kann ich wieder geboren werden? Und Jesus sagt, wenn ich mit Wutter und Geist geboren ist. Und dann sagt er, was von Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was von Geist geboren ist, ist Geist. Und Jesus sagt hier, dass wenn wir auf dieser Welt sind, dann sind wir geboren mit Wutter. Alle von uns sind. Tim von dieser Welt raufkommen, muss wir wahre geboren werden. Ein Schreiber sagt, wir sind geboren, natürlich zum auf der Welt abkommen, wir müssen geistlich geboren werden, zum hier raufkommen. Und so, Jesus sagt zu Nikodemus, du musst geistlich geboren werden. Er redet nicht von einer körperlichen Geburt. Jesus vergleicht das mit Wind. Wind ist ein Ding, was wir nicht kontrollieren können.
Wind kann sein, dass sie denkt, was in Gott sein Willen passiert. Wir können sein, wir können feilen, aber wir können da nichts mehr tun. Das ist nicht in unserer Kraft, Wind abzuholen. Das ist nicht in unserer Kraft, mit dem Wind zu sein, wann der soll blusen und wann er nicht. Wir haben uns einmal da, dass, wenn das windig ist, du hast, wäre das Hack aufgeluten, da bei den Boy irgendwo. Und weet je, Hack über das Tau, hält sich Glück. Der Wind bloßt, wo der will, sagt Jesus. Und du kannst das hier, du kannst das sein, aber du kannst das nicht kontrollieren. Und so erklärt, was Jesus hier sagt, in der neue Geburt, das ist eine Geburt von Gott. Du kannst dir nicht verdienen, du kannst dir nicht fair sein, wenn er das kämpft, du kannst nicht Gott sein, okay, du merkst mich mal nie. Das ist ein Ding, was Gott hat. Na, ich sehe erst, dass Adam und Eva, als sie sich versinnen, dann verleiht der Jes Gottes end. Dort wird der Jesel ja tot. Na, Körper, der starb auch über dem, der wird allen wieder, aber sie starben jässlich, du wie Fuß, was passiert in end. Verhältnis mit Gott wird zwei, dort wie ein Fuß zu sein, dass Gott zurückkommt und sie sich verstärken und so wieder. So du wie was passiert. Und was ich glaube, was die Bibel lehrt, was die wahre Geburt ist, ist, wenn der Jes Gottes treu in die antreibt. Das wird die lebendig macht. Das wird die mit Gott taub knacken wird. Und das ist ein Ding, was bloß Gott kann tun. Wir können nicht mit Fleisch jässelige Dinge teweeg schaffen. Das wird Jesus Nikodemus hier lehrt, was von Fleisch geboren wird als Fleisch. Das sind uns Körper dort und das sind unsere Worten dort. Was wir mit uns Fleisch tun, das sind fleischliche Dinge. Mein Predigen hier, das ist rein bloß wieder, bitte, der Heilige Geist gibt die Kraft. Da müssen wir immer an denken, alle von uns, dort wo in der Bibel sagt, dass Gott hat uns jässelige Gaben gegeben, wenn ohne die jässelige Gaben, dann schaffen wir in menschliche Kraft mit menschlichen Dingen und das bleibt menschlich. Je kann noch so ein feiner Redner haben, noch so schmäßig alles, aber das sind bloß Menschen wieder. Und das, wo das wichtig ist, dass die für mich beten und dass ich für mich beten, dass der Heilige Geist mir fällt, dass wenn ich zu ihnen predigen, dass das Gott was zu ihnen redet. Nicht, dass ich Gott sehe. Aber wenn ich das nicht in der Kraft von Heilige Geist, dann ist das tot. Das sind bloß wieder, menschliche wieder. Das, wo ich ihnen immer wieder sage, dass wir, das ist ein Schreiber, was ich lesen einmal, er sagt, wenn die Kirche das nur steht, als was eine Gesellschaft kann tun, dann ist nicht Jesus Christus seine Kirche. Was er meint mit das ist, dass die Welt hat sehr gute Redner und die können sehr feine Botschaften bringen. Auf Englisch sagen wir Motivational Speakers. Sie können die Mut merken, mit so die reden, in die Mut sprechen sie wieder. Die Welt hat so eine Redner, vielleicht besser als wir als Christen haben. Die Welt hat Musikgruppen, die können die beste Musik anstellen. Und wir gleichen das, die Musik, was die merken sie wieder. Und welche die Welt, die können Schmack das Gebiet bieten, die können es hier anrichten. Wir haben ein Ding hier bei Lebenswasser, wo wir sagen, schaffen, dass wir mit Exzellenz wollen Dinge tun, wir wollen die gut tun. Die Welt hat auch so eine Dinge, die kann nicht gut tun. Was ist der Unterschied zwischen der Kirche und einer weltlichen Gruppe Menschen? Oder bloß ein Club, kann man sagen. Und das ist der Heilige Geist. Wenn der Heilige Geist hier nicht ist, dann sind wir eine Gruppe Menschen, die taub ist. Vielleicht vor mutig in Haus und mutig werden sie wieder. Aber wenn so ist es mit der neuen Geburt. Du kannst das noch so schmack. Ich sage einmal, wir haben unsere Antjes alle Krackenerie. Vielleicht sei ihr organisierte Menschen. Und beginnt im Specken, im Hüssen, alles, ich meine, das ist bloß alle Spiff und Span, das ist alle Schmack abgelehnt. Vielleicht ist dein Leben so dort. Aber du bist noch never vom Frischen geboren. Du bist niemals wahre geboren. Du hast, der Geist Gottes hast noch niemals in dich angetragen. Vielleicht läufst du an Jesus, dass du mal gelebt hast und so weiter, aber du hast dich noch niemals in seine Messkorn angesagt. Du hast dein Leben noch nicht arm angetrüht. Und ich weiß auch, das ist gefährlich, wenn die Wort bei einmal wollen haben, die so aus dem Prediger sind. Und die Wort bei einmal wollen haben, die so vielleicht das offline oder dort oder so wieder. Das ist ein bisschen der Gedanken, was wir fertig haben von Gott noch fallen. Dort meint bloß, oh, dann kann ich nicht mehr Cowboy-Boots haben, dann kann ich nicht das haben, kann ich nicht Jant haben, oder so eine Dinge. Ich wünsche, wir haben alle gelehrt, dass Jesus kann und Jesus annehmen, für Jesus leben. Das meint, dass der Jesus Gottes lebt in uns. Und wir haben Kraft, für Gott zu leben, für Gott zu reden. Weißt du, von Büten sind die Krieg so. Von Büten ändern wir gleich, aber von Bern.
En so Nikodemus fragt im Vers 9. Nikodemus vroeg hem, wo kann so was passieren? Jesus sagt ihm, du bist der Lehrer in Israel und weißt du das nicht? Ich sage dir Wort, wir weiten von was wir reden und zeigen davon, was wir gesehen haben, aber was wir ihnen sagen, weil keiner glauben. Ich glaube, ich würde von dir auch sagen, dass das ist noch einmal ein Problem. Nikodemus, der will weiten, wo passiert das und so wieder. Like, what kommt down? Das messen bitte, dass er fragt, what kommt down? Und Jesus sagt, weißt du was, ihr glaubt mir gleich, wenn ich ihnen von solche Dinge verteile und so wieder. Und das ist eine Gefahr, wo wir Ben sind. Ich kann ihnen predigen, ich habe ihnen euch diese Botschaft gebracht, oder ähnlich. Ihr habt Pferden von der wahre Geburt gehört. Heirat geglaubt. Nun meine ich im Hort. Habe ich mein Leben wirklich in die Maske gesagt? Habe ich mein Leben in Jesus in die Hände gesagt, so zu sein und sage, okay, ich sehe ganz die, ich gehe hier die, du mit mir, was du willst. Ich vertraue mein Leben die an. Und so Nikodemus fragt, wo passiert das? Und Jesus beantwortet die Frau. Und wir waren auf Vers 14 gehen. Und so als Moses in der Wildnis eine Schlange hoch abhängt, so muss die Menschen sind auch hoch abgehoben worden, dat all die an Abend leben, dat ewige Leben haben. Nou, dit is de Geschichte van Israel dort in der Wüste. Sie kamen von Ägypten, sie waren ungehorsam, vergrunzt, messen man ein. Und so bei einmal kommen die Jäffe Schlangen ungeernt und bieten die Menschen die sterben. Sie schrien zu Moses, sie schrien zu Gott und Gott sagt, merk eine Schlange. Von Bronze hängt die ab und wer immer durch Hand checkt, der wird leben. Na, wenn wir mal ein bisschen an das Checken denken. Wer immer durch Hand checkt, was meint das? Na, erstens meint das, dass sie nur die Schlangen checkten. Aber weißt du, was sie deuten mit Checken? Mit durch Hand checken, leden sie groß mal mit ihrer Medizin zu sehen. Kann ihr verstehen, was ich sage? Sie hatten vielleicht alle in manche ihrer Menschen rumgefragt, like, wer hat Krut aufgekehrt, oder was von Teig kann trinken, oder mit Wundschmerz sollte man mal anschmieren. Wenn das Schlange hat mich beten, dass Jeff, ich kann das all feilen, meine Zunge wird all dick und so wieder, und ich war aufwahren, wenn ich nicht war, Mess was irgendwas kriegen und so. Wer hat was zum Anschmieren, wer hat was zum Annehmen? Und dann kommt die Botschaft, dass Moses hat dort eine Schlange abgehangen, wer durch Hand checkt, der wird leben. Und was die Menschen durch Hand checken, mussten sie alle das ewige zu sie leihen. All die Mediziner, aber haben sie alle versuchten. Die Bibel sagt uns nicht, was sie versuchten, aber sie wären Menschen. Was die Evangelischen bitten Schlamms haben. Die erste nur eine Schlange checken, oder anschmieren. Und so wie weit Gott, wo wir Menschen schaffen, wo wir denken und so wieder. Und so ich sage das für sie in alle Hand. Vielleicht sagten sie Krüte in der Wüste, oder irgendwas zum Aufkehren, irgendwas zum Annehmen. Aber mit dem nur die Schlange checken. Dann vertrüden sie ihr Leben. Und wenn die Zunge wird all dick, sie können allmählich nicht mehr atmen, und dann checkten sie nur die Schlangen. Und weißt du, was dann passiert? Dann geht Gott nie das Leben. Das ist, was Gott hat. Wenn ich und du nur Jesus checken, und wir lassen all unsere menschlichen Dinge zu sehen, und wir checken nur Jesus, und wir vertrauen ihm, und wir sagen, ich sag mich in deine Maske an. Dann kommt Gott und er gibt dir nie leben. Dort nie Leben liegt, dort nie Leben kostet dir nicht selbst nehmen. Dort kostet dir nicht verdienen. Dort ist bloß ein Ding, was Gott dir gibt. Aber Gott hat gesagt, ich gebe ihn dort im Glauben. Das ist ein Hortglauben. Das ist ein Glauben, was sagt, weißt du, Jesus, ich gebe mein Leben ganz nur dir. Ich sag mich in deine Maske an. Ich will haben, du sollst mir über das Table führen. Und weißt du, du hast noch eine Wahrheit beinen, wenn du ein Mensch wird sein angekrochen in der Maske dort bei Niagara Falls, und die würde du han ewig geführt, da wird du in der Maske sagt, ich kann nicht ein Ding tun, das sollst du ruhig sagen, zum der andere Seite kommen. Die wird die Maske handeln, das wird die schieben, die muss das balancen, die muss das alle tun, die muss gehen. Und weißt du, wenn die Bibel sagt, dass wir was von Fleisch geboren ist, das Fleisch, weißt du, wie Menschen, wir hängen an den Schäbeln, wir wackeln uns da Rahmen, wir versuchen die verlängerte Krüppen, aber wir kommen lang nicht eben an den Tag darauf.
Einmal was versagt, wer von euch mögt New Year's Resolution? Like, je nehmen den für das Jahr, nu wird wie mal 30 Pfund aufnehmen oder was immer. Und du hast nur was so gegeten, als wenn du nicht so ein alles gestohlen hast. Und so, wie weit in seiner Geldwirtschaft? Wir nehmen uns allerhand Dinge für. Und das Jahr, dann war ich mal so, und dann sind 3 Tage vorbei und dann sind wir von den Kabel raufgedeckt. Und so schafft es mir uns Menschen. Und so Jesus sagt zu Nikodemus, weißt du was, ich war abgehangen worden. Und wenn du warst nur mich. Nikodemus, du sollst mich vertrauen. Gib die in meine Hände. Sat die in meine Kordel. Und ich will die führen. Und so mit ihm nur die Schlange checkten und bleibten sie vertrauten dort. Sie leiten alle menschliche Dinge zu sehen und sie checkten bloß nur die Schlange. Und das ist, was Jesus von uns fordert. Weißt du, wir sagen einmal das einzige Ding, was wir können für die Erlösung, ist Glauben. So hat Gott das angerecht. Na, wir wollen reden von Wassen, wir wollen in der nächsten Botschaft, wo ich von Dingen reden, was wir können vielleicht aus Kinder Gottes, aber ich will das sehr, sehr klar merken, wie Fuß von Anfang, dass ich rede nicht von uns und Gott sein Recht anschaffen. In Gott sein Recht bist du nicht geboren. 1. Korinther 12, Vers 13 sagt, dass der Heilige Geist uns in Christus nennt hoffen. Und so wir haben, wenn wir an Jesus glauben, wir haben nur angecheckt, weil die Israeliten da in der Wüste, die checken nur die Schlange und Gott für Leben. Ich und du, wenn wir nur Jesus checken, heißt gekriegt sich für uns, er wird begruft, er stand ab, wir checken Jesus, dann kommt der Heilige Geist und gibt die nie Leben. Das ist, was die wahre Geburt meint. Und so die Frau ist wirklich wahre Geburt. Habe ich mir jemals Jesus angegeben? Sehe ich bloß ein sehr feiner Mensch. Und ich sehe bloß sehr fein abgewaschen. Und ich habe von klein an die Bibel gelesen. Und ich glaube eben gewisse Dinge. Das ist, was die Juden tun. Sie wissen Jesus wie ein Lehrer. Sie glauben, er kommt von Gott. Sie können die Wunder sein. Aber Jesus sagte Nikodemus, weißt du was, das ist nicht ein Rat, nicht glauben, wenn du bist nicht wahre geboren. 2. Korinther 5, Vers 6. Da sagt jetzt, derselbe Gott, der du seht, Licht soll in düsteren Rütdachen, haft sein Licht in unsere Horten abdachen lassen, dass wir in Christus sein Gesicht sein, wo herrlich Gott ist. So Paulus sagt, dass der Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der haft sein Licht lassen in unsere Horten abdachen. In andere Worte, der haft die den Heiligen Geist gegeben. Aber morgen dort, wer mögt das Licht? Gott sagt, es werde Licht. Du soll Licht sein und wieder Licht. Der selbste Gott sagt, du sollst den Heiligen Geist haben durch den Glauben, dann hast du den. Dann dachtet in die ab. Kolosser 1, Vers 13. Hij hat uns uit de gewalt van de diestere Macht rütgeraad. Hij hat das gedaan, morgen tot. En hat uns nengesagt in der Dreck von sein Sehen, den hij Gott wie Jesus Christus. Dit is wat passiert in de nieuwe Geburt. Jesus nimmt die. Und weet je, dit is nog een sehr, sehr grote woord. Het ben, du heerst te eind van 2 koninkrijken op deze wereld. Entweder oder, du heerst te den Dievel in zijn Reich, oder te Gott in zijn Reich. Du hast keinen Grund dazwischen. Na, das ist vielleicht ein bisschen sehr dick und streng, wenn ich sage, du heerst entweder den Dievel in zijn Reich, oder te Gott. Aber Jesus sagt zu den Pharisäern, Luther, er sagt, ihr seid den Dievel, seine Kinder. Dort ist sehr dick und sehr direkt. Aber wenn wir nicht wahre geboren sind, wenn wir uns den Kopf singen, in uns horten, wenn wir nicht wahre geboren sind, wir haben nicht den Heiligen Geist gekriegt, durch uns Glauben an Jesus allein, dann gehören wir nicht zu Gott sein Reich. Weißt du, wo wir dann haben hier? Zu den Feind. Was von dir geboren? Hast du die Jesus anvertraut? Und hast du Jesus gesagt, mein Leben ist dient? Ich glaube an dich, ich glaube, du bist für meine Sinn gestorben, ich glaube, du bist für mich begraben, für mich abgestanden. Du setzt am Vorder seine rechte Hand für mich und du wirst für mich wieder zurückkommen. Ich nehme das an. Ich glaube an dich. Eine Hort glauben, nicht eine Kopf glauben. Kopf glauben sagt bloß, ja, da wir mal Jesus und der wird wundern, dass wir ein guter Lehrer, dass wir ein moralischer Lehrer, dass wir ein feiner Mensch und so weiter. Das ist, was die Welt sagt. Der wahre Geburt ist ein wirklichen Vertrauensglauben, dass wir checken nur die Schlange, wir checken nur den Jesus, was er abhängt. Wir sagten uns in seine Mess können. Und wir sagten uns sozusagen, du, mit unseren Hängen taub geführt und er führt uns. Das neue Leben, der Heilige Geist, muss Gott dir geben.
du kannst die dort nicht nehmen, du kannst die dort nicht verdienen, das ist ein Ding, was Gott dir schenken wird, durch den Glauben. Ich würde fragen, dass ihr abschließen. In Johannes 3, Vers 18 sagt es, dass Gott aus der Welt so viel wird, sagt die Namen an. Gott ist John Wall so viel wird, dass er seinen einzigen Sohn gibt, dass all die, oder dass John Wall, wenn er an ihm glaubt, wird nicht verloren gehen, aber das ewige Leben haben. Ich will dich einladen von dir, wenn wir uns heute nicht checken, ich will dich gleich zweifeln merken, wenn die wahre geboren sind, dann dank bloß Gott, du bist wahre geboren. Mein Ziel ist nicht in Zweifel merken, mein Ziel ist wirklich von heute und Frau, bist du really wahre geboren. Aber glaubst du bloß was Dinge von Gott? Glaubst du bloß was Dinge von Jesus? Oder hast du die in seine Maskulinität gesagt? Dankeschön für diesen Podcast durchhorchen. Für mehr Informationen bitte findet uns im Internet wie lebenswasser.org.